Den 28. Juni waren 25.000 Menschen an der Stadt dem Opruf von der Gewerkschaftsfront NOKOM für gegen Sozialaufbau und gegen eine Regierung zu protestieren, die als autoritär und arrogant vorgeholgen. Es war ein warmen, sonniger Samstag. Die Stimmung war euphorisch, aber die meisten Leute als sehr Gefühl gewusst, dass etwas gekippt ist, dass Gewerkschaften und die Leute, für die sie sich ersetzen, den Match gewonnen werden. Kurz mich spät kommen Gewerkschaften und Patronatsverbände mit der Regierung zusammen, für zu verhandeln. Aus diesen Verhandlungen ist bis jetzt nicht viel rausgedrungen. Den 3. September sollen das Verhandlungen noch weitergehen. Und für das du weißt, worum es bei diesen Verhandlungen geht, probiere mir, die wichtigsten Themen und Begriffe über die nächsten Tage kurz und knackig Minuten zu bringen. Alles, was du wissen musst, Eva, Sonntagabend und liberalisierte Öffnungszeiten. Le personnel galère déjà. La pression pour performer est énorme et on leur demande d'être ultra flexible en permanence. So beschreibt ein Personaldelegaten von einem Kleidungsgeschäft den Zustand vom Personal aus seinem Sektor. Das am Kader von einer Entrevue von der Link mit OGBL-Personaldelegaten aus dem Commerce. Beim Gespräch, das wir hatten mit den Salarien aus dem Commerce, als ob es direkt klar ging. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, auch ohne weiter Flexibilisierung als Sonntagabend. Paien sind ganz tief, an Abstiegsmöglichkeiten gibt es keine. Die Flexibilität ist schon maximal auf Kosten vom Personal, Prävisibilität gibt es keine. Stabilität auch keine. Weil alle Woche Arbeitsstunden an Zeiten ändern und damit auch das Salär und das, was die Freizeit und Zeit für Familie und Care-Arbeit übrig bleibt. Das, was im Textiliebereich geschieht, als auch an anderen Bereichen am Commerce Realität. An wenigen Bereichen ist die Kombination aus schlechten Salären und Flexibilisierung heute schon so stark wie am Commerce. Auch heute schon kann ein Geschäft sonntags 8 Stunden abmachen, aber just wenn ein Kollektivvertrag vorliegt, die normalerweise Kompensationen für Personal vorgesehen. Die Flexibilität ist also schon auf 10 von 10. Mit der Regierung meint die Switch von zu holen, für sie bis auf 11 abzudrehen. Wie bei den Kollektivverträgen auch, als den Arbeitsminister dafür ohne Rücksicht auf Verlust dafür geprescht und hat den Gesetzestext ohne Aufspruch mit den Gewerkschaften deposiert, den aus dem Sonntag in normalen 8-Stunden-Schaft für das Personal am Commerce machen. Das hat als Konsequenz, dass Personal den zumindest theoretische Schwafverlehre gäbe, ob es Sonntag schaffen will oder nicht. Darüber heraus gäbe mit dem Gesetz auch ein Reihe Vorteile verschwonnen, die Kollektivverträge an dem Bereich nach Haut garantieren. Zum Beispiel, was den zusätzlichen Repos angeht, was sonst den ganzen Tag geschafft wird. Die Vorteile oder Kompensationen gehen nicht durch Kollektivverträge, die Gewerkschaften durchsetzen konnten. Am Code du Travail stehen die nicht. Für was das heute so ist einfach erklärt. Biselo waren sich die meisten Leute immer eins, dass Sonntag eben kein normale Schaft daraus und Sonntagabend über 4 Stunden heraus immer eine Ausnahme bleiben soll, bei der ein Salarié auch ein Matspruch Recht ob einen Ausgleich muss können haben. Sonntags schaffen soll eine Ausnahme sein, nicht Regel. Die Figur von Georges Michel sollte mit diesem Prinzip, also dem minimalen Schutz für Salarien, brechen. Aber Georges Michel ist nicht immer der einzige Missetäter. Er handelt am Auftrag von Luc Frieden und am Namen von der ganzen Regierung. Bei den Öffnungszeiten am Commerce hat auch der Lex Dalles, der Wirtschaftsminister von der DP, die Fangere Matt am Spiel. Hier wird nämlich Gesetz gemacht, dass die Öffnungszeiten am Commerce massiv verlängern geben und Öffnungszeiten bis 22 Uhr abends vorgesehen. Insgesamt geseit dem Dalles ein Gesetz für, dass all Commerce innerhalb von 4 Wochen nicht wie heute maximal 388 Stunden kann abmachen, mehr in Zukunft 508 Stunden. Das sind 30% mehr Ouvertursstunden. Etwas ist natürlich ganz klar. Die zusätzlich rund 120 Stunden im Monat mehr müssen noch geschafft gehen. Aber von wem? Wenn es schon ein Penurie an Personal gibt, dann der Commerce durch die schlechten Löhne und Arbeitskonditionen auch nicht unbedingt attraktiv ist für die neuen Salarien. Kein Weset. Falls es zu dieser Liberalisierung von den Öffnungszeiten käme, dann müssen Salarien am Commerce aber nicht blühen, weil sie müssten dann zu mehr verschiedenen Zeiten an die Sprat sind, für zu schaffen. Da müsste abends bis spät geschafft gehen, auch am Samstag. An der Woche müsste es 5 oder 6 Uhr angefangen gehen, und sonntags wie ein ganz normaler Schafttag. Die grosse Majorität von den Leuten am Commerce will das do alles nicht. 2018 hat nämlich eine Etude vom Wirtschaftsministerium durchgeführt, die ganz klar belegt, dass Personal keine weitere Flexibilität als Sonntagabend will haben. Das ist ja auch einfach zu verstehen.
Wann d'Aarbecht immer méi Platz am Liewen wäschelt, wat logischerweis immer manner Platz bleibt fir Privatliewen. Wéi kann ich nach Zeit mat der Familie verbringen? Wéi kann ich nach Stabilitéit am engem alldeeglesche Liewen hunn, wann ich vu Woch zu Woch ganz einer Zeite schaffen, a just nach e Spielball vu kommerzielle Strategie vu großen internationale Schäne sinn? Wie kann ein Kannerbetreuung organisiert gehen, wann ich als Elterndeel spät overs von der Arbeit heimkommen? Wie ein Krieg die überhaupt so lang op? Aber wie kommen ich nur 10 Uhr overs überhaupt nach heim, wenn ich kein Auto habe? All das Frohe stellen sich aktuell knapp 20.000 Leute, die an den visierten Sektoren arbeiten, also stellen sich den 10.000 Familienmembern aufgrund von all diesen Salarien. Aber wofür? Der frühere Arbeitsminister an EU-Sozialkommissar Nicolas Schmidt hat zu Recht 100,7 Interview gesagt, dass mehr lange Öffnungszeiten am Kommerz sicher nicht Probleme von der Lützeburger Wirtschaft werden lösen. Aber die überhaupt eine Demand gibt bei den Leuten draußen, also gut bei den meisten mehr kleinen Kommerzanten selber, ist auch gut nicht gewusst. Es liegt auf der Hand, dass die Sonderarbeit und die Flexibilisierung von den Öffnungszeiten an erster Linie ein Teil von der Strategie von der Regierung waren und sind, für die Gewerkschaften klein zu kriegen und die Salarien mehr schwer zu machen. Wie jetzt schenkt, dass die Regierung aber auf diesem Thema umrückt, proposiert de dann aber die Ausweitung von den Öffnungszeiten und die Präsenz von Kollektivverträgen zu koppeln. Das ist mal eine bessere Nachricht für die Leute, die am Kommerz schaffen. Den Arbeitsminister hat angekündigt, mal wollen aufzuwerden, auch nachdem der Staatsrat untypischerweise ganz kritisch in Avis, was das Reform aufgehen hat. Aber alles ist noch nicht geklärt. Bei der Flexibilisierung von der Arbeit lässt die Regierung sicher nicht so schnell locker, aber wie wir wissen, leidet den Teufel ja oft am Detail. Wir können also gespannt sein, was auf diesem Punkt schlussendlich als Akkorde rauskommt. Was wir aber heute schon wissen, ist das heute. Ohne die Manifestation vom 28. Juni wird die Regierung nicht zurückgerudert. Dafür stoppt der Frieden. Eine Regierung, die nicht mit den Interessen vom Land und seine Leute vertritt, die kann nicht mehr zurücktreten.